Hi, and welcome to the 11th episode already. Happy Sunday. And if you are new here, my name is Merit. I'm the face behind Puzzeria, and I started 12 weeks ago with this vlog. And I try to give you a little insight of my life as a knitwear designer. And yeah, maybe you like it, or I hope you like it. And nice to have you here watching this episode. And yeah, let's start. Today, I wasn't really sure first what I could tell you today, but then I remembered of a design that I started, and it's now 2 years, 3 years in a box, but I will tell you later why. First, I want to show you these. I got them gifted from Knit Pro Europe. They asked me which set I would like to test, and I decided for the Carbons because I already had some DPNs in Carbon for my sock knitting, and I really like it because I think the Carbon needles really combine the benefit of wooden and metal needles for me. The Carbon is always quite nice warm, not like the full metal needles who are in the beginning cold, and my hands joints, they like this, but they have a real nice sharp but not too sharp tip, and it stays like it is, not like the wooden needles that if you use them quite a lot, the tip got rounder. And also for me as a designer, a huge benefit is that they stay the size they are, because the wood needles, it depends on the humanity, no, with the air, the wetness in the air. So like wood is, it's if there is more wetness in the air, they tend to get bigger. And in dry weather, like in winter, when you heat your living rooms, then they get smaller. And so sometimes you don't really work with, for example, a size 4 millimeters, just because of this little change. And with the Carbons, you don't have this problem. So let me show you the needles. Don't be afraid. A lot of sizes are already missing in the box because I have them already in work. And this one is now a 4.5 millimeters US 7. And as you see, the black part is the Carbon, and with the metal tip, and here to screw on your wire. And in the set in the back, you can open it,
You have also a little pouch where your wires are inside to screw on your needles, and they come with, if I have right in my mind, with 260 centimeters, 80 and 1 meter 1 meter. And really cool is now that, I don't know if you see it, the 360 degrees swivel, so it's really good for the wrists. And yes, they are really in use here, and I really love them. So this was about the needles. I really can recommend you this needle set. It comes in the sizes from 3.5 millimeters up to the 8 millimeters, and I ordered in my local yarn shop where I was working, and Ovolana, also a pair 3 millimeters. I think then I have the whole range I normally work with. Okay, so now let's dive into designing, or why this design I mentioned before is in a box since 2 or 3 years. It's related to my winter wedding coat. I'm sure you know it. It's the winter wedding coat is a double face or double knitted coat I made 6 years ago, I guess, and I thought it would be very cool to have also a cardigan with the same stitch pattern, but as a cardigan, and to make it a little bit special with a shawl collar, and yeah, and a little bit asymmetric. And I'm sorry, but I'm in the middle of a row. You see, I just really put it away in the middle of the row because I was not anymore very happy about my design. It is a little bit asymmetric. I hope you see it. And the idea was to have the flower stitch pattern around the neck collar, and then going down here to the lower body, and then also as a hem around of the whole cardigan. When I was knitting it or planning it, I did some rough planning with calculating how many stitches I need and that it works and everything. But what I didn't realize, and that's the big problem for me, when you look at the back, here is the raglans of both sides, and as you see, the flowers
are not in a nice symmetrical place. So when I realized this, I was sitting here still knitting and thought, what should I do? Let me finish the cardigan with this mistake and try to solve it afterwards when I write the pattern for you. Or should I frog everything? And as you see, it's already quite some work inside of this cardigan. Yeah, let it be as a very unique misplaced flower cardigan that only I will have, but never can show because it will not be like the one then in the pattern. Or should I frog it and restart? So now I couldn't decide. And as I couldn't decide, I stopped in the middle of a row, put it into my box with all the colors inside. I already choose for the cardigan, and as you see, here is the chart of the flower. And for example, also here is the chart of the color. And here it really looks like placed correctly, but sadly it isn't. It really isn't. So now, what would you do? Would you frog it, start all over again? Would you say, oh, come on, just finish it and concentrate yourself for the pattern to write it correctly? Or yeah, tell me. Or maybe I could just make a very, very cropped version just for me. That would be finished quite quickly, I guess, and then use it as my sample for calculating and checking how to restart the correct one. That would be an option as well, just realized right now. So yeah, please tell me in the comments, what would you do? Because I really like the design, I like the colors, I like the flowers, and also this stitch pattern that looks like woven. It's really a nice one, and I think it's not fair to keep it many more years in the box. So yeah, that's the tragedy of a design. And maybe
I don't know why I was thinking about this design today, but it must have a reason. And maybe I should really find a solution this year for this poor cardigan. Last week I worked on a few patterns. I worked on a sweater in cashmere in Pamir fine fibers. If you saw last week's episode, you know which I already showed you. I made good effort in just knitting rounds after rounds, and I also always try now in the morning to sit down to the computer and either write down the pattern I'm working on in knitting, so it comes to a faster finishing writing the pattern in future, because you know I often struggled with pattern writing because I have so many ideas in my head and can't wait. If I finished one design, I can't wait to start the next one, and then I forget to write the patterns, and that's not good because you are waiting for them. So I should really find a way to speed up the procedure, and I hope I can do it now this way with some writing and knitting in same time. But there are also 7 other designs waiting to be written. They are knitted, finished, and just the pattern should be done. So I will have now to mix a little bit between knitting, writing, and writing. But hopefully soon many designs are coming for TestKnit. That would be the goal. Next week I'm at home working until Thursday. On Thursday, Teresa is coming. She will stay here overnight, and on Friday, Christine and Teresa and me will leave to Paris to meet with Julie Knits in Paris and Madeleine and Soraya. We all will go to visit Lenorama. It's a yarn festival in Paris. It's the first edition. I think, if I have it right in mind, it's 24 or 26 vendors there. And yeah, it's quite exciting to have a fun girly weekend full of laughter, yarn, sit and knit. Yeah, so next week or next Sunday there will be probably no episodes, or maybe just an episode where I record from the yarn festival. So maybe I take you, or if I don't forget it, I take you once around the festival. And so maybe this could be episode number 12. Yes, otherwise we will see for sure in 2 weeks again.
and maybe I found a solution then already for my cardigan in the box. So now have a beautiful knit-tastic week, and we will see us again. Thank you for watching. I hope you enjoyed it, and see you soon. Bye. Hallihallo. Jetzt noch auf Schweizerdeutsch. Für alle, die vielleicht jetzt bei der 11. Episode das erste Mal hineinschauen. Ich bin Merit, ich bin das Gesicht von Puzzeria. Ich habe den Vlog vor 12 Wochen eingerichtet. Eine Episode hat es ja nicht gegeben, wegen dem Swiss Yarn Festival. Und das ist jetzt schon die 11. Und in diesem Vlog probiere ich dir so ein bisschen einen Einblick zu geben in mein Leben als Strickdesignerin und halt eben auch manchmal ein bisschen zu zeigen, dass nicht immer alles einfach nur schwuppdiwupp und pam, da haben wir ein neues Design, sondern dass das auch vor allem für mich mit dem Schreiben, also Anleitung schreiben, doch manchmal ein bisschen ein harter Job ist. Wäre es nur das Lesen, wäre es überhaupt kein Problem. Aber das Schreiben der Anleitungen, mit dem stehe ich manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber zuerst möchte ich dir zeigen, ich habe von der Knit Pro Anfangsjahr dürfen ein Nadelset aussuchen, das sie mir dann geschenkt haben. Und ich habe mich für Carbons-Nadeln entschieden. Das ist, die Nadel ist sozusagen zweiteilig. Sie hat, der Hauptteil der Nadel ist aus Carbon, also sprich überhaupt nicht brechbar, und die Nadelspitze ist aus Metall. Und für mich verkörpert auf eine Art die Nadeln effektiv so die beiden Vorteile, einerseits von der Holznadeln, aber andererseits auch von der Metallnadeln. Metallnadeln habe ich nicht so gern, weil die sind am Anfang einfach immer so easy kalt und das finden meine Finger manchmal nicht immer ganz so prickelnd. Und bei den Carbonnadeln ist es wirklich mega cool, weil der Carbonteil, der ist eigentlich immer so schön warm wie eine Holznadel auch. Dafür ist die Spitze wirklich schön spitzig, aber nicht zu spitz. Und sie nutzt sich natürlich auch nicht ab, weil das habe ich bei den Holznadeln halt häufig, weil ich die sehr, sehr viel brauche, weil ich halt wirklich viel lese, dass sich dann auf eine Art Spitze wie so ein bisschen abrundet und dann je nachdem ist es dann einfach ein bisschen mühsamer zum Lesen. Vor allem, weil ich lese noch sehr eng und dann habe ich halt lieber ein bisschen spitzige Nadeln. Das Set kommt vom 3,5 bis zum 8. Oder nein, 3,5 bis zum 8. So rum geht's. Und wie du siehst, da fehlen schon jenste Nadeln, weil die einfach wirklich im Gebrauch sind und ich die ganze Zeit schaue, dass ich eigentlich nur noch mit meinen Carbonnadeln lese. Dazu hat es ein kleines Täschchen dazu gegeben, wo das Zubehör drin ist. Es ist ja ein Interchangeable Nadelset. Das heisst, einerseits kommst Zeile natürlich noch über. Es sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2 60 cm, ein 80er und ein Metrix. Und was wirklich bei dem jetzt auch cool ist, Knit Pro hat jetzt auch angefangen, die selbstdrehenden Seile zu machen. Und
das ist mega cool, weil meine Handgelenke finden das mega entspannend. Ich habe, bevor ich jemals selbstdrehende Seile hatte, habe ich nicht so wirklich den Sinn und Zweck gesehen davon oder mir nicht so richtig vorstellen, was das wirklich hilft. Aber ich muss sagen, seit ich jetzt die habe, will ich eigentlich nur noch die, weil es einfach viel, viel angenehmer ist. Man merkt eigentlich gar nichts beim Lismen, so wirklich dominant. Aber sobald dass man mal wieder auf die alten Seile, die nicht drehen, umsteigt, merkt man sehr, sehr schnell, was doch da zum Teil für so ein bisschen ein Knurz ist. Das zu den Nadeln. Ich habe es wirklich gern und muss sagen, mit dem vielen Lismen, das ich auf dem Tagesprogramm habe, ist es sehr, sehr angenehm. Ich habe heute lange überlegt, was ich euch überhaupt erzählen könnte, nebst den Nadeln. Und ich weiss nicht wieso, aber plötzlich ist mir ein Design in den Sinn gekommen, das ich vor 3-4 Jahren oder so angefangen habe. Es ist aus dem Winter Wedding Coat entstanden. Den Winter Wedding Coat, den kennt ihr sicher. Das ist mein Double Face oder mein Double Face Mantel, den ich vor irgendwie 6-7 Jahren gemacht habe. Und ich trage den nie. Ich habe den einfach hier zu Hause und wenn ich irgendwo einen Kurs gebe oder ausstelle, dann ist der natürlich mit dabei, aber ich trage ihn nicht. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und ich habe gefunden, vielleicht könnte ich ja eine Jacke machen, noch gleiche Design, auch so ein bisschen von der Farbe her und allem. Und habe dann das mal grob am Computer aufgezeichnet und ein bisschen berechnet und hin und her. Und zack, habe dann mit völliger Euphorie angefangen zu lesen. Es ist jetzt gerade hier ein bisschen chaotisch. Vor der Seite, dann Ärmel, Rücken an der Vorderseite. Und das Ziel ist eigentlich, also es ist auch ein bisschen asymmetrisch wie der Winter Wedding Coat auch. Und wie du siehst, ich bin da einfach mitten in einer Reihe stehen geblieben. Und zwar, weil ich bin am Lesen war, nichts Böses denkend. Und plötzlich ist mir aufgefallen, dass ich ein bisschen einen Scheiß gemacht habe. Und zwar, wenn du jetzt schaust, das ist die rückwärtige Raglanlinie und das ist die rückwärtige Raglanlinie. Und die Blümchen oben beim Kragen sind nicht symmetrisch. Und das geht ja wohl gar nicht. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gelesen und habe gefunden, komm, ich kann ja das jetzt einfach so durchziehen. Ich lese mir den fertig, das ist ja dann eine Jacke für mich. Und wenn ich dann die Anleitung schreibe, habe ich ja ein Muster, das falsch gelaufen ist und dann kann ich es ja verbessern und kann es richtig machen. Irgendwie ist es eben aber gleich nicht die ultimative Lösung und darum bin ich mitten in der Reihe stecken geblieben und habe einfach aufgehört zu lesen. Das übrigens die Vorderseite und das wäre die Innenseite.
Und die ist eben schon, also es wäre eben schon mega schön. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Was würdest denn du machen? Würdest denn du jetzt sagen, mach doch nichts, ich mache die fertig und du es nachher dann richtig berechnen? Oder würdest du alles wieder aufmachen und von Anfang an richtig machen? Gerade vorhin im englischen Teil ist mir spontan eingefallen, dass ich bin ja doch schon recht weit. Also wenn wir jetzt das mal so anheben, zack, da komme ich ja dann schon bald zum Ärmel abtrennen. Und ich könnte ja einfach so ein ganz kurzes Jäckchen machen, bis so Knäbe unter den Busen unten. Und dann müsste ich nicht alles wieder aufmachen. Hat das Muster, wie ich es besser machen kann, damit ich es richtig einmitten kann, damit dass die symmetrisch sind. Weil, also ich finde, diese Blume da in der Mitte, die muss, also unbedingt, in der Mitte vom Nacken sein. Und nicht da und nicht da. Das geht gar nicht. Auch wenn sonst die Jacke ein bisschen asymmetrisch ist, aber das geht nicht. Genau. Aber sag mir doch du mal, was du würdest machen, wenn du in meiner Situation wärst. Weil ich finde, das Design hat es wirklich nicht verdient, um bereits 3 oder 4 Jahre in dieser Box zu verbringen, wo schon ganz viele Wollknäuel drin sind, die ich eigentlich verwenden für diese Jacke. Und ja, da siehst du noch die Chart, die ich einfach mal vom Blümchen gemacht habe. Und da sind so ein bisschen die rudimentären Berechnungen, also ja, Berechnungen kann man jetzt also nicht wirklich sagen, gemacht worden. Das ist halt einfach wirklich am Computer. Ich mache das noch vielfach so, dass ich dann am Compi-Programm, das ich habe, Charts auch wirklich fast originalgetreu, nicht in der Größe, aber so wie es dann kommt, aufzeichnen, damit ich visuell checken kann, wie das kommt und ob es auch gut kommt. Nur da habe ich nicht gerafft, dass es ja eben asymmetrisch ist vorne und durch das aber eben auch sich verlagert die Asymmetrie dahinter, dass ich da die Blümchen muss anders platzieren muss. Ja, sag mir, also ich freue mich von dir zu hören in den Kommentaren, was du würdest machen. Ich bin mega gespannt, wie ihr weitergehen in diesem Bereich. Und ich hoffe, ich finde eine Lösung, weil ich glaube, es wäre wirklich noch ein cooler Cardigan, den ich sicher mehr tragen würde, wie der Winter Wedding Coat. Dann letzte Woche habe ich angefangen, meine Arbeitsweise ein bisschen zu ändern, weil im Lesen bin ich stark, im Lesen bin ich schnell und es macht auch mega viel Freude. Wo ich einmal nicht so gut bin, ist dann auch anzusitzen und die Anleitung zu schreiben. Und ich habe jetzt gefunden, vielleicht funktioniert das, wenn ich mich selber ein bisschen austrickse. Und zwar in dem, dass ich jetzt bin jetzt an einem Pulli, an einer Jacke, an einem Cape und an einem Sommer-T-Shirt am Lesen. Verschiedene Schwierigkeitsgrade, was super ist, weil
je nach Konzentration oder Müdigkeit kann ich gleich beim einen oder anderen weiterlesen. Und habe jetzt aber gleichzeitig auch angefangen, vor allem am Morgen am Kompi zu sitzen und bereits eigentlich die Anleitungen niederzuschreiben. Und auch natürlich Grössen kalkulieren. Wir sind immer noch nicht so auf Du und Du, das Anleitung schreiben und ich. Und Grössen kalkulieren schon gerade gar nicht. Aber ich merke, es geht jetzt wirklich eigentlich schaurig gut. Weil, ja, das Problem ist halt einfach, ich habe viel zu viele Ideen im Kopf. Und sobald ich etwas fertig gelesen habe, will ich ja schon die nächste Idee umsetzen. Und fange schon wieder an zu lesen. Und vergiss einfach die nette Anleitung zu schreiben. Und darum versuche ich mich jetzt so ein bisschen zu umerziehen, dass wenn ich ein Design fertig gelesen habe, dann auf eine Art die Anleitung auch schon fast fertig ist, dass ich nur noch gewisse Sachen vielleicht muss ergänzen oder einfach nochmal durchlesen und noch ein bisschen korrigieren. Und vorzu das aber machen, damit dann schlussendlich auch die Anleitung schneller fertig ist, schneller zum Teststrick kann oder schneller auch zum Tech-Editor kann und natürlich dann viel, viel schneller kann veröffentlicht werden. Drückt mir den Daumen, dass ich diese Arbeitsweise so beibehalten kann, weil ich glaube, es wäre wirklich eine gute Arbeitsweise. Aber ich erzähle euch dann wieder mehr davon, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Da gerade noch ein Ausblick für nächste Woche. Nächsten Sonntag wird es keine reguläre Episode geben. Am Donnerstag kommt Theresa oder das Resi zu mir und zu der Krigi. Sie bleibt dann über Nacht und am Freitag gehen wir zusammen alle drei auf Paris. Dort treffen wir uns mit Julie in Paris, mit Madeleine und mit Soraya, der Jedranitz, und besuchen über das Wochenende ein neues Festival, das es gibt in Paris. Wenn ich es richtig im Namen habe, richtig im Kopf habe, ist der Name Nein, jetzt weiß ich es nicht mehr. Orama oder sowas. Ich schreibe es jedenfalls in die Shownotes. Da könnt ihr ja sonst auch den Insta-Account oder so von ihnen anschauen. Es ist wirklich ein kleines Festival. Es hat, glaube ich, 4 oder 26 Aussteller. Ich freue mich mega drauf, auch Zeit mit den Weibern zu verbringen, weil es wird sicher ein lustiges Wochenende mit viel Reden, viel Lachen, viel Lesen, viel Wolle. Sicher auch das eine oder das andere Bier. Und ja, Paris bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Mal als Kind, 6 oder 9 bin ich gewesen. Also von dem her gesehen, mega cool. Und wenn ich es nicht vergesse, oder kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie das überhaupt, wenn es viele Leute hat, bringt es sowieso nichts. Aber eventuell schaffe ich es, dass ich dann eine Episode mache, wo ich euch einmal mitnehme ums Festival. Wo ich einfach dann die Kamera laufen lasse und filmen und euch so das Festival zeigen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ist vielleicht noch ganz witzig. Und dann natürlich sehen wir uns wieder in 2 Wochen mit einer regulären Folge. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant gewesen. Ich bin gespannt auf eure Inputs,
wegen meinem Cardigan in the Box und wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis dann. Ciao zusammen.